Hallo, schönen guten Abend. Willkommen zum Stream von LMU. Zwar ohne Kamera, dafür ein neues Mikrofon. Dient heute ein bisschen mehr als Test, würde ich sagen, als wirklich gutes Rennen. Und wenn aber heute würde die Kamera, das Mikrofon gut funktionieren, können wir uns dann eher mal um Kamera plus Beleuchtung kümmern. Aber heute ist definitiv nur Mikrofon. Nur Mikrofonstil. Wir würden heute ein bisschen Spa fahren. Und zwar geht es los in 16 Minuten. Wir haben uns schon angemeldet, wie wir hier sehen. Und ich würde einfach sagen, wir steigen gerade sofort rein. Schauen, wie es so tut. Die Verkabelung ist auch noch nicht optimal, aber das kommt ja auch morgen. Wieso kommen wir nicht ins Training? Schauen wir gerade nochmal einmal. Ich glaube, heute sind wir alleine. Wir haben niemanden gesehen, der heute online ist. Jetzt kommen wir ins Training. Niemand gesehen, der online wäre, der würde mitfahren, macht aber auch nichts. Für den Test ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gerade auch wenn etwas nicht funktioniert, ist das optimal. Wenn man schnell aus dem Rennen müsste gehen, gibt es auch keine blöden Fragen. Ja, ein bisschen so. Ja, nicht optimal ist, dass das Mikrofon jetzt ein bisschen mehr die Sicht verdecken. Auf dem linken Bildschirm vor allem. Aber das testen wir jetzt so mal aus. Vielleicht kann man da auch noch ein bisschen fein justieren. Und dann würde ich sagen, wir steigen einfach gerade ins Training ein. Und versuchen mal ein paar Runden in Spa zu fahren. Diese Woche ist ja nur gerade am Dienstag ein kurzer Moment gefahren worden. Mich und der Joel. Die Hälfte hat dann nicht funktioniert bei mir und ist mehrmals abgestürzt. Und heute ist eigentlich seit dem Neueinrichten das erste Mal wieder ein Stream angesagt. Und ja. Schauen wir mal. Das Spa bin ich dementsprechend noch nicht geübt, da eben nur am Dienstag gefahren habe. Aber so halbwegs müsste es ja trotzdem gehen. Hoffe ich zumindest. Ja. Netzwerk sieht soweit auch gut aus, das haben wir ja auch neu verkabelt. Da das WLAN nicht wirklich mitmachen letztes Mal. Ups. Streamen und Fahren haben sich da nicht wirklich verdreht gehabt. Was dazu geführt hat, dass wirklich mit LMU aus dem Rennen mehrfach rausgeschossen hat. Ich glaube, es war aber ein Latenzproblem, weil halt einfach in dem Moment gerade zu viel anderswo ist gelaufen. Das haben wir auch ein bisschen umgestellt. Und hoffen, dass das heute nicht zu Disconnects im LMU führt. Müssen wir auch Daumen drücken, dass das geht. Aber eben für das machen wir so 1, 2, 3 Rennen. Werden wir das sofort sehen, ob es jetzt funktioniert. Gut, das ist nicht ganz gleich Setup wie letztes Mal. Letztes Mal waren wir ja noch im Discord drin. Haben dort auch noch geschnurrt, aber Discord sollte ja nicht wirklich viel Kapazitäten fressen. Von dem her dürfte es eigentlich nicht grossen Einfluss haben.
Ich glaube, da ist tatsächlich eher der Doppelstream in Richtung Twitch und auch YouTube das größere Problem. Habe ich das Gefühl. Ja. Ups. Du bist bremset. So, die erste Runde schon mal geschafft. Das ist nicht schlecht, ohne Unfall. Ja. Ja, und eben, wie gesagt, die Kamera und die Webcam war nicht so super gewesen. Die Beleuchtung hat auch nicht wirklich gestimmt. Aber die haben wir jetzt heute nicht angeschlossen. A, weil eben die Beleuchtung noch nicht montiert ist. Und B, dass es heute mal um den Ton selber soll gehen, dann kann man dann wirklich in einem zweiten Schritt noch das Bild auch noch machen. Aber ich hoffe, der Ton geht. Wir werden es sehen, bis dann mal hoffentlich ein Feedback kommt. Ups. So. Ja, iRacing ist tatsächlich diese Woche gar nicht gelaufen. Und wird es tatsächlich heute diese Woche wird auch nicht der Fall sein. Zum einen gefällt mir die Strecke, die diese Woche angesagt ist auf der GT3. Die GT3-Serie nicht wirklich. Ist da die neue The Bend in Australien. Die hat mir letztes Mal nicht mega Spass gemacht. Und da jetzt schon Samstag ist, macht es auch nicht mehr wirklich Sinn, gross etwas noch zu reissen und zu üben. Gerade weil es, ja, wie gesagt, nur noch heute. Heute ist ein bisschen Test angesagt. Morgen wird nicht gross Zeit da sein, wird höchstens ein bisschen im LMU gefahren. Was ist denn da? Pneu. Und ja, dann ist schon wieder Montag. Und am Dienstag wechselt schon wieder die Strecke, von dem her lohnt es sich wie nicht. Nächste Woche in iRacing wird Monza sein. Aber nicht wie man sie kennt. Nicht in der Formel 1 Formation oder wie man dem auch immer sagt, sondern es ist Combined Streckenführung. Das heisst, die ist viel länger. Und die bin ich glaube ein einziges Mal gefahren für ein einziges Rennen. Also das wird definitiv auch noch spannend sein. Wird definitiv auch noch spannend sein, wie das wird funktionieren. Gerade der zweite Teil von der Combined Monza-Strecke, die man halt nicht so kennt. Aber ich glaube, das ist mehr so ein bisschen ein Rundkurs, wenn ich mich richtig täusche. Der zweite Teil. Und der erste Teil sollte mehr der Teil sein, den man schon kennt von Monza. Ja, dann schauen wir den an. Schauen wir definitiv an, wie das wird funktionieren. Wie gesagt, es ist lang her, seit ich die Combined-Strecke gemacht habe, gefahren bin. Ja. In LMU weiss ich gar nicht, wo man könnte nachschauen könnte, was für Strecken geplant sind in den nächsten Wochen. Ich glaube, das kann man gar nicht, oder ich habe es nie gefunden. Ich weiss nicht, ob das LMU immer beziehungsweise halt gar nicht angekündigt, was kommt in den Dailies. Oder ob man da müsste vielleicht sogar ein anderes Abo haben. I don't know. No, I don't know. Das ist auch nicht so wichtig. Mein LMU ist mehr ein bisschen für den Fun. Ist mehr ein bisschen
Hat jetzt das selber geschaltet? Gerade noch mal schauen. Schaltet mich Karre selber? Nein. Schaltet einmal nicht selber. Oder schon? Das wäre gar nicht gut. Gerade noch mal schauen. Nein. Schaltet nicht selber. Hat nur so tönt. Ja, ist alles gut. Sollte alles gut sein. Gerade nochmal die Statistiken anschauen. Was ist denn so komisch? Komisch. Kann ich mal sagen. Ich habe gerade nochmal schnell die Statistiken im OBS angeschaut. Netzwerk sieht immer noch gut aus. Wir haben keine Aussetzer bis jetzt gehabt. Das sieht soweit gut aus. Von dem her, der Stream müsste sauber laufen. PC schauen wir auch gerade. Upsi. Rendering. Ja, das läuft. Die Codierung ist okay. Haze Frame ist ausgeladen worden für irgendwie 40'000. Ich glaube, mit dem kann man leben. Ja, soweit ist soweit gut. Soweit. Jetzt bin ich eigentlich gefahren vorhin. Oh ja, ultra langsam. 26 ist nicht das schnellste. Ups. So weit ist immer noch gut, würde ich sagen. Ja, was ist sonst noch gelaufen diese Woche? Wie gesagt, das Setup ein bisschen umgebaut. Nicht das Rig selber oder irgendwo die Steuerrad oder die Base. Das ist unverändert immer noch. Von Simagic mit dem GT Neo 3, GT Neo Steuerrad. Was sich geändert hat, ist das Mikrofon. Das haben wir nach dem Test, den wir letzte Woche gemacht haben, mit dem Shure MV7 ist das gewesen. Haben wir gemerkt, es hat relativ gut funktioniert. Man hat nicht wirklich das Rig gehört im Stream. Das war wichtig. Und auch im Discord nicht. Und habe das dann zum Anlass genommen, das Headset, das ich hatte von Razer, auszutauschen. Mit eben einem richtigen Mikrofon. Da ist schnell durch. Und da ich das MV7 schon bereits habe, und das ist eben am anderen PC, das wird auch oft gebraucht, um normal zu arbeiten, habe ich aber gefunden, wenn ich mir jetzt schon ein neues muss kaufen oder will kaufen, kann ich auch gerade das nächste Bessere nehmen. Das ist das Shure SM7B. Und das ist jetzt das, was wir im Einsatz haben, wo wir aber noch nicht wirklich gross eingestellt haben. Es läuft jetzt über einen Rode Streamer X, ich glaube mit einem Standardprofil, ohne etwas gross verändert zu haben. Und dann muss man dann sicher schauen, ob man allenfalls vom Ton her noch etwas anpassen, ein bisschen justieren, damit es noch ein bisschen besser tönt. Vielleicht auch ein bisschen das Echo noch besser rausbekommt. Aber das sehen wir dann. Sehen wir dann in der Aufnahme. Ich bin aktuell auch noch gerade am Aufnehmen. Gut.
damit wir uns den Ton einfach mal anhören können. Und vor allen Dingen auch noch mal darauf achten, ob jetzt irgendwo etwas tönt vom Rig, ob etwas überkommt im Stream. Oder ob das wie beim MV7 sauber gefiltert wird. Das sehen wir näher. Dort steht einer aber auch, was er nicht. Dumm. Gut ist das nicht zu rennen, du. Dummer Keib. Und jetzt ist auch das Rig übergekommen. Macht nichts, geht nur noch eine Minute das Training, von dem her können wir aus dem Training schon mal raus. Wirklich schnell war es nicht gewesen. Aber es ist halb so tragisch. Das ist halb so tragisch für das heutige Rennen. Ja. Die letzten Rennen waren ja relativ schlecht gewesen. Mal schnell das Profil anschauen. Dass da massiv runter ist. Ein bisschen davon das Drive-Rating ist runter, wie ich sehe, aber das ist nicht so schlimm. Und das Safety-Rating ist immerhin noch um 2 geblieben. Super. Wir sehen so hier unten links. Ja, das war der Disconnect. Ja, das war der Disconnect, der 24 Platz. Und das da bin ich schon doof gefahren. Und das war ein anderer Tag. Genau. Ich glaube, das ist, ja, man sieht es hier, das ist noch auf Portimao gewesen. Ja, cool. Heisst, das ist unser drittes Rennen auf Spa diese Woche. 2 vom Dienstag. Und jetzt erstmal wieder den. Das 4-Stunden-Rennen, das eigentlich noch ein Thema wäre wird, das wird eng diese Woche. Ich kann noch mal schnell in die Online-Serie schauen, wenn das Rennen überhaupt wäre. Aber die haben schon angefangen, heute hat es schon angefangen. Ja, genau. Heute um 10 Uhr wäre noch eins. Und dann kommt die wieder ein paar. Man könnte sich jetzt unterdessen ja schon anmelden, wie man sieht. Nein, nice, ja. Cool. Aber das wird zu eng. Zeitlich. Zum einen, weil wir Interlagos gar nicht geübt haben. Und der Mitfahrer, der Joel, hat das auch nicht geübt. Und der ist noch ein Neuling. Das würde, glaube ich, nicht gut kommen, jetzt da schon in ein 4-Stunden-Rennen einsteigen. Der muss zuerst mal generell lernen fahren, bevor wir da gross Endurance-Rennen fahren. Ja. Denke ich. Und man sieht da hat es relativ viel so ganz normale Fahrer. Driver Ranks oder Rating ist überall so B3, also Standard. Sehr viele Bronze. Ein paar Ausnahmen. Das ist noch speziell. Sehr speziell, würde ich sagen. Aber ja. Steigen wir ins Rennen ein. Das Bild sehen wir hoffentlich. Mal sollten wir sehen. Ja.
Wie viel läuft da heute? Oh mal, ich habe zwar nicht gesehen, wie viel Splits das hat. Aber gleich 42 Splits, sind noch viel. Ich bin im 5. Ist gut. Ist okay. Werde sicher eher hinger mitfahren, wenn ich im 5 bin und nicht trainiert habe. Das Quali habe ich auch verpasst, die Depp. Nicht gut. Aber wir haben noch... Für eine Runde wird es länger. Ja, komm. Also. Ja, dann haben wir da Quali-Runde. Wie gesagt, die Hoffnungen sind nicht eher klein, für dass ich da gross vor oder könnte vor mitfahren. Ich würde sagen, für das Rennen ist das Ziel ein sauberes Rennen, möglichst ohne Unfall. Was schwierig ist, vor allem der Start hier. Und ja, das ist es eigentlich nachher noch. Schon kein Unfall, mitfahren, bis zum Schluss fahren. Und irgendwo so bei der Top 12. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Gangschaltung klingt immer so komisch, aber kann auch sein, dass das am Headset liegt. Beziehungsweise am neuen Streamer X, den wir jetzt hier im Einsatz haben. Davor haben wir ja den Rodecaster 2, nicht der Duo, angeschlossen gehabt. Das ist aber der vom anderen PC. Dort weiss ich, wie ich einstellen. Und weiss auch, dass der einfach funktioniert. Jetzt hier mit dem Streamer X for Rode ist alles noch ein bisschen Neuland. Sowohl für meine Kopfhörer, aber eben auch mit der Einstellung vom Mikrofon. Da braucht es sicher noch ein bisschen Feintuning. Ja. Ich schaue noch mal schnell auf die Statistik, ob sich da noch irgendetwas da hat. Ups. Ja, das ist immer noch gut. Würde ich sagen. Konzentrieren wir uns auf die erste und einzige Runde, die wir fahren können, die zählt. Wir uns ein bisschen spät eingeloggt haben ins Rennen. Und die Runde startet jetzt. Ein bisschen besser fahren als vorhin. Wäre nicht so dumm. Ja. So halb gut. Das ist ja immer cool, wenn da einer irgendwie etwas hineinschreibt in den Chat, was niemand interessiert. Probiert. Da kommt die viel schneller durch. Ja, Spa ist nicht meine Spezialität. Wie wir sehen. Schon im ACC dann zumal. Bist zwar schon noch gern gefahren, aber so richtig schnell bin ich eigentlich nie gewesen. Hier im iRacing eher nicht.
ist der Portimao einiges besser gegangen letzte Woche. So. Bis jetzt sind wir da noch ohne Track Limits durchgekommen. Das ist schon mal gut. Sicher eher ein bisschen auf der sicheren Seite gefahren. Aber das ist schon okay. Ja, okay. Gut. Ist ja gut. Gut ist anders, aber immerhin im Zeit mit einer Ziel. Mit einer Zeit. Im Ziel mit der Zeit. So. Reden ist heute schwierig. Die Tastatur ist doch ein bisschen weit weg. Mhm, 15. Mhm. Nur einer wird hinter mir bleiben. Immerhin. Was machen wir da? 10 Runden. Machen wir 11. Man weiß ja nie. Neue Pneu. Und. Nein, los geht's noch nicht. Mhm. Mhm. Immer noch gut. Also im Training und so hat es mich halb nicht rausgeschossen. Im Quali weiß ich gar nicht mehr. Aber wo ich mich mal erinnere, ist zweimal im Rennen, eben, wo es mich hat rausgeschossen hat. Darum wird es jetzt sicher spannend, ob alles funktioniert. Mit den neuen Einstellungen, die ich gemacht habe. Vor allem auch eben mit dem Kabel, das jetzt gezogen ist. Das sollte schon helfen, dass es nicht mehr über WLAN läuft. Plus auch die Priorisierung vom PC selber im Netz. Dass der priorisiert wird. Falls irgendwo jemand noch würde Netflix schauen im Haushalt, da ist jetzt dafür gesorgt, dass Netflix nicht kann, wie sagst du, nicht unser Rennen kann beeinträchtigen. Was ja nicht verkehrt ist. Wir sind noch recht zurückgefallen, Platz 19. Eben Top 12 wäre noch schön. Und vor allen Dingen jetzt ein Fehler los, unfallfrei durch die Bohr rauszukommen. Das ist mal unser erstes Ziel, das wir haben. Dann eine saubere erste Runde und dann hoffentlich in das Rennen reinkommen, ohne grobe Unfälle. Das ist so der Plan. Und schauen wir mal, ob der Plan heute aufgeht. Ups. Und schon Erratic Driving, das ist natürlich nicht optimal. Wie kommt euch das? Ist doch, wenn man zu viel bremst. Vielleicht. Könnte sein. Uiuiui, nicht noch in da reinfahren. Und das ist auch ein bisschen ungewohnt, dass wir da. Gut. Jo. Gespannt. Bis jetzt ist immer noch gut. Noch kein Unfall, was wichtig ist. Aber es kann sich jetzt gerade ändern davor. Uiuiuiuiui. Gut. Da draussen ist einer.
auch schon schlimmere Starts gegeben. Aber so weit alles noch gut. Oh, ja, wo drinnen Diven. Das gesehen. Gefährlich. Der will auch noch kommen. Aber das haben wir auch geschafft. Gut. Ja, 2 Plätze bis jetzt gut gemacht. 3 gut gemacht und einen wieder verloren. So. Aber so weit ist eigentlich noch okay. Der BMW kommt, schon gedacht, da offen lassen. Aber es macht nichts. Die habe ich schlecht verwünscht. Die habe ich ganz schlecht verwünscht. In der hinterletzten Anfänger fahre ich da. Ja, no. Porsche wird auch schon ungeduldig. Ist gegangen. Zum Glück. Immer die Läufer, ist doch mühsam. Da hat in der Linie. Ist man halt schneller und der Mario ist dann noch vom Gas. Ui. Da hat es crasht. Uiuiui. Vielleicht müsste ich auch im LMO mal den Mustang testen, aber bis jetzt hat eigentlich der Aston einen guten Dienst da. Bis jetzt. Aber heute könnte es schon besser sein, aber ich glaube, das liegt nicht am Auto heute, sondern eher an dem, wo er fährt. So richtig gut läuft es noch nicht. Noch nicht, nein. Vorher haben wir schon selbst verschuldet, dass wir jetzt da so ein Buff haben. Ah je. Yeah. Gut. Mal schauen, ob wir da durch können. Nein, gescheiter nicht. Jetzt können wir noch drehen, jetzt ein bisschen zu viel Gas, der Porsche. Die hätte ich schon können, aber... Ein bisschen zu ängstlich gewesen, würde ich sagen, bin ich. Da geht die daneben dran. Ja, bravo. Gut gemacht. Ja, das weiss man eigentlich, dass man nicht nebeneinander die Ohren rauffährt. Aber offensichtlich gleich nicht alle wissen so etwas. Offensichtlich nicht.
Solange er nicht neben mir ist das alles okay. So. Was ist da hinter uns? Ist das ein Corvette? Sieht fast so aus. Ja, da kommt der ja. Der war der gewesen, der gecrashed ist vorhin. Das ist da gar nichts. Gar nichts gewesen. Der Tom Hardy kommt ein bisschen näher mit seiner Corvette. Ist auch schlecht, der Venom im Ecken zu haben. Oh, oi, oi. Ja. Weiter geht's. Es ist immer noch 0,6 Sekunden zum Hardy. Und der vor mir kann ich irgendwie nicht aufhalten. Der ist irgendwie schneller. Mr. Anderson. Der Mr. Anderson ist schneller. Weiss. Okay. Jetzt bin ich wenigstens ein bisschen näher gekommen. Endlich mal. Endlich mal. Ja. Ja, es kommt langsam. So langsam brauchen wir auch mal ein bisschen Feedback, wie es der Ton ist. Vielleicht hört man mich gar nicht, darum schreibt da niemand in den Chat. Vielleicht habe ich ja die Roboterstimme drin, und ich habe nicht gemerkt, beim Einschalten. Wäre auch noch lustig. Das wäre echt lustig. Und da die hohe Stimme. Ich komme langsam näher da. Oh. Jetzt ist es aber zackig näher gekommen. Sehr zackig. Was ist denn da los? So. Was macht der? Führen kann ich nicht wirklich. Gut. Ein bisschen näher aufgeschlossen gewesen, aber es ist nochmal gut gegangen. Zum Glück hat der Vordran nicht irgendwie ganz komisch bremsen. Das wäre ja nicht gut rausgekommen. Der Porsche da, der blaue Porsche, hat irgendwie etwas Komisches gemacht. Ganz komisch. Hey.
Einen muss ich noch überholen und dann habe ich wenigstens mein Ziel von der Top 12 erreicht. Und das sieht so weit durchaus realistisch aus. Wobei der hinter mir, der Hardy, macht auch wieder Druck. Natürlich ein Seich ist. Ui. Und das andere Problem, das ich habe mit Spa ist, ich weiss nicht wo und wie überholen. Das ist wirklich, ich finde es noch schwierig. Obwohl jetzt die Strecke eigentlich nicht mega eng ist, finde ich es noch verdammt schwierig, ein Überholmanöver zu machen, das nicht automatisch gefährlich wird. Ja. Hier gibt es wie immer ein bisschen Puff. Ui, ui. Ja, jetzt kann er mit der anderen natürlich gerade überholen. Mann. Nur da. Das ist ein bisschen dumm, oder was? Ganz ein dummer Keep. Ja, das hat wieder Platz gekostet. Schade. Mit dem Mal, mit dem haben wir nicht rechnen, dass das so komisch kommt. Das ist aus dem Nichts extrem komisch gekommen. Was ist das? Deutsche. Porsche nimmt es auch gerade. Ist sicher auch wieder der komische Mal. Der fährt einfach nicht so sauber. Glaube ich. Wo er irgendwie schon 50 ist. Hey, hey. Dude. Mann. Mit der Hardy auch noch geholt. Wenigstens ist jetzt gegen hinten raus ein bisschen Platz. Ja. Oh, der Hardy. Jetzt hat er nicht mal grosse Zeit verloren. Lustig. Mal doch noch. Hä? Ist irgendwie auf die Bremse gegangen, nicht? Schräg. Wo sind wir? 13 wieder. Okay. Nehmen wir. Schlecht genommen. Das ist eigentlich meine beste. 22,2, das ist... Ich glaube 2,20 müsste ich hier holen, oder? Gar nicht geschaut, was die schnellsten machen. Ich glaube, die habe ich ein bisschen besser verlutscht als der Mr. Valero. Wo ist denn der? Da steht nichts. Wahrscheinlich aus dem Land, das nicht genannt werden darf. Der Mol, der sich da komisch reindrückt, ist aber irgendwie auch nicht schnell. Das kann man nicht wirklich absetzen. Ist der Anderson viel schneller?
Der Plan, wie es mit Sim Racing und Scara Racing soll weitergehen, das ist eine gute Frage. Ich meine, die Go-To-Rennsimulation ist und bleibt definitiv iRacing. An dem ändert sich im Moment nichts, da kann LMU nichts daran ändern. Da ändert Assetto Corsa Evo im Moment nichts dran. ACC sowieso nicht. Und das sind schon so alle Simulationen, die mir überhaupt in den Sinn kommen. Die ich überhaupt wollen spielen. Ich weiss, es gibt noch viele andere. Aber ich weiß nicht, wieso ich noch etwas anderes müsste fahren. Das Wichtigste ist immer noch das Kriterium Nummer 1. Oh, jetzt sind wir 12, gut. Kriterium Nummer 1 ist immer noch Anzahl Fahrer. Es muss genug Fahrer haben, in allen Rennen, damit man spannende Rennen hat. Sprich, alle haben etwa das gleiche, wie sagst du, Driver Rating. Damit man einfach wirklich so mehr oder weniger, wie macht er das jetzt wieder? So mehr oder weniger mit gleich starken kann fahren. Also das ist mal Kriterium Nummer 1, das für mich vor allen Dingen gilt. Und wie gesagt, da hier ist nicht mal wichtig, kenne ich die Leute persönlich, das ist mir tatsächlich ziemlich egal, sondern es muss generell einfach genug Leute haben, die fahren, damit man möglichst viele Splits hat und eben damit die Splits möglichst eng sind vom Safety Rating, vom Driver Rating her oder halt Elo her. Und dann kann man davon ausgehen, dass man mehr oder weniger mit gleich starken zusammenfährt. Wieso das überhaupt? Beziehungsweise warum ist das so wichtig? Das kommt ein bisschen aus dem Assetto Corsa Kompetitionen raus, aus dem LFM. Dort war es halt nachher wirklich so gewesen, dass es Rennen hat gegeben, die aus einem einzigen Split bestanden sind. Und aus diesem einzigen Split hat es halt einfach solche mit, was auch immer, sagen jetzt etwas 5000 Elo, ich mit 1000, der Berno mit 200. Und die Zeiten waren einfach mega krass unterschiedlich gewesen. Zwischen dem Erstplatzierten und schon mir. Und das hat einfach nicht wirklich Spass gemacht. Und ich weiss noch, wir haben einmal, ich glaube, ein 3-Stunden-Rennen war es, auf Donington. Dort hat es einen Split gehabt. Gut, da sind wir auf YouTube übertragen worden, immerhin. Aber dort war es halt wirklich so gewesen, du bist dauernd, also nach 20 Minuten, bist du einfach dauernd überrundet worden. Du musst die ganze Zeit hinterher schauen. Du musst vorher schauen, dass du keinen Unfall machst, hinterher, dass du keinen blockierst. Die blaue Flagge. Und. Und ja, wir haben es zwar durchgezogen, die 3 Stunden oder 4 Stunden, was auch immer es war, aber es war mega anstrengend. Weil du halt einfach niemand gefahren bist, der ein bisschen gleich schnell ist. Und wenn alle einfach viel schneller sind als du, dann ist das Rennen wirklich nicht so cool gewesen. Und darum ist Kriterium Nummer 1 für die, für die Rennsimulation für mich und für Scara Racing viel Fahrer. Und das erfüllt halt einfach iRacing. Ja, ich weiss, das tut auch LMU im Moment erfüllen.
Aber es muss sich noch dann beweisen, so mittelfristig, ob es das so ein bisschen länger kann erfüllen kann. Ich meine, im Moment ist der Hype gross im LMU. Viele YouTuber springen auf, Influencer springen auf. Es hat viele Fahrer, das stimmt. Aber was halt schon auch ist, es ist recht limitiert von den Strecken her. Also die Abwechslung ist nicht wirklich gegeben. Ich meine, Spa, was ist das? Vielleicht einen Monat zurück jetzt. Ist erst gekommen, auch in den Dailies. Jetzt kommt es da schon wieder. Ich meine, das hast du halt einfach. Gut, das hast du schon im ACC nicht gehabt, im LFM nicht gehabt. Aber im iRacing logischerweise auch nicht. Schon fertig? Okay. Sind wir geworden? Ich habe gar nicht geschaut. Hat sie auch nicht erreicht. Mist. Ja. Also sprich, pardon, das Mikrofon kommt. Sprich, das ist so ein bisschen der Punkt, wo LMU, Le Mans ein bisschen, ja, wie sagst du, ein bisschen happert. Das Zeug wiederholt sich die ganze Zeit. Und das andere Problem ist halt tatsächlich auch, alle jammern, dass man bei iRacing muss zahlen und Subscription und dieses und jenes. Ja, muss man. Aber... Na, danke. Aber... Schon wieder ans Mikrofon kommen. Das musst du hier schlussendlich auch. Also sobald du irgendwie an so einer Meisterschaft mitmachen willst, ich glaube hier ist das, Online-Meisterschaften, musst eine Subscription abschließen bei LMU. Und ich meine, das ist... Ja, zahlst halt einfach wieder. Ist sicher ein bisschen weniger, weil ich weiß nicht, wie viel es ist, was man zahlt. Aber ich finde halt einfach, dass das Kriterium von wegen, ja, LMU ist viel günstiger und das und jenes, tut es schon ganz krass vermindern. Finde ich. Und dann geht zahlen. Geht wieder da. So. Dann geht zahlen für, keine Ahnung, 10, 15 Strecken, wo sich laufend wieder alles wiederholen. Ich weiß nicht. Das sehe ich nicht. Darum nehme ich 100-mal lieber iRacing, wo ich weiss, es hat A viele Fahrer, es hat B viel Abwechslung in Form von Rennen. Ich sehe, auf der Hand bleibt man wieder dort. Ich glaube, die Einstiegshürde ist wirklich das Einsteigen selber. Weil sobald man nämlich das erste Mal ein paar Strecken gekauft hat, wirklich mal so eine Saison, die 3 Monate gefahren ist, mit allen Strecken, die dort sind. Ja, ich meine, dann hat man es wie geschafft und ist dabei und wird so schnell auch nicht mehr weggehen, weil halt einfach das Fahrgefühl richtig krass gut ist. Also das mal so zum Gedanken Nummer 1. Wir müssen den Gedanken nachher gleich weiterführen. Man muss noch etwas zu trinken holen. Das würde ich jetzt noch gerade machen, bevor wir hier ins Rennen einsteigen können. Dann wir den Gedanken weiterführen, iRacing, LMU und wo haltet sich das Gara Racing in den nächsten paar Monaten und Jahren auf. Das machen wir dann gleich weiter. Bis gerade wieder. Juppala.
So, willkommen zurück. Hallo miteinander. Uiuiui. So. Wo sind wir verblieben? Eben. Anzahl Spieler. Kriterium 1. Für was fahren wir überhaupt? Nach einer persönlichen Präferenz zu was für Rennen denn? Vor allen Dingen sicher GT3. Also zumindest jetzt auch noch. Die ganzen Hypercars. Und ich weiss nicht, was es da alles noch gibt für Le Mans. Ist vielleicht spannend, noch nie ausprobiert. Aber im Moment hat es mich auch noch gar nicht. Wo hat es einen Blicknaut? Ah ja, der Johann Blicknaut. Aus Afrika. Das ist ja lustig. Der Johann Blicknaut. Gut, die heisst, ist wahrscheinlich Blicknaut ist wahrscheinlich wie Müller in der Schweiz. Blicknaut ist auch wie in wo ist der? Südafrika? Wie Müller in der Schweiz. Ich meine, das sind alles eingewanderte Holländer. Oder ja, aber viel. Und der Berno war ja auch so einer. Beziehungsweise seine Vorfahren. Und ja, wahrscheinlich ist das ein ziemlich verbreiteter Name. Wobei es wäre noch lustig, wenn sie Brütsch würde fahren, falls er einen Brütsch hat. Wobei, wenn das sein Brütsch wäre, würde der Berno sicher auch fahren. Dann würde man ihn auch irgendwo mal sehen. Ich habe nicht das Gefühl. Er hat sicher sein Zeugs verkauft. Meinst du nicht? Könnte schon noch sein. Glaube ich. Ja, wäre schon noch lustig, wenn er würde fahren wieder. Mit dem Bernhard zu fahren war aber schon noch cool gewesen. Aber ja, nun. Hätte er plötzlich nicht mehr wollen. Das ist ein bisschen schade, ja. Und vielleicht können wir ja dann mal mit der Roger noch fragen, ob er mal wieder fahren will. Aber der ist auch nicht so viel. Ja, iRacing. Wir haben vor allen Dingen Assetto Corsa haben wir gespielt. Aber ja, iRacing hat er dann nicht mehr da. So, wie ist jetzt der Ton im Vergleich zu den früheren Streams? Ist es ein bisschen besser oder genau gleich? Schon wieder das Quali vergessen. Ja, und das hast du schon letztes Mal gesagt, dass der Ton gut ist oder super war. Ist er jetzt besser oder gleich schlecht? Wirklich schon letztes Mal gesagt. Und dann hat es recht ein Echo gehabt, letztes Mal. Wahrscheinlich jetzt immer noch. Wahrscheinlich. Vielleicht muss man mal. Okay. Und sonst muss ich halt mal unter der Decke fahren oder so. Das könnte ich eigentlich mal. Eine Decke drüber tun. Kannst ja mal auf YouTube. Auf dem Fernsehen, ja. Kannst ja mal. Mal schauen, wie es dort aussieht. Ja. Küsseburg. Ups. Ja, also was sind wir jetzt geblieben? Die wichtigste Anzahl Fahrer. Nochmal. Haben wir ausgeführt, sind wir zum Schluss gekommen, iRacing ist das Beste. Dann gibt es solche, ja, aber die Grafik ist mega wichtig. Grafik, sonst kann man da nicht fahren. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir da mit 250 im Zügstes rumfahren, ist mir eigentlich ziemlich egal, wie da rechts der Baum aussieht. Und eigentlich nicht wirklich einen Unterschied gesehen zwischen der Grafik im LMU und iRacing, weil ich glaube einfach gar nicht drauf geschaut habe. Und die Kerne sind einigermaßen okay im iRacing, habe ich einmal gefunden. Aber
vielleicht bin das so einfach nur ich. Und wenn man die Grafiksettings ein bisschen aufschraubt, die ich ja jetzt kann mit der neuen Grafikkarte, sieht das gar nicht so schlecht aus. Beziehungsweise LMU hat auch schlecht ausgesehen mit der alten Grafikkarte und den Triple Screens. Weil es halt schon einfach vor der Performance nicht gegangen wäre. Oder gestottert hätte. Und am Schluss war ja das sogar ein bisschen der Auslöser gewesen, dass es eine neue Grafikkarte braucht, für dass man wirklich mal wirklich superflüssig fahren kann. Und gleichzeitig auch ein bisschen schöne Grafik einstellen kann. Wobei, wie gesagt, eben, mir ist die Grafik ein bisschen egal, aber für die Zuschauer ist es sicher noch cool, wenn die Grafik ein bisschen schön aussieht. Ja. Denke ich. Aber ich könnte ja sagen, wenn die Grafik so wichtig wäre, dann kannst du Gran Turismo auf der Playstation spielen. Und das wirklich das oberste Kriterium ist, bist du glaube ich am besten aufgehoben mit Gran Turismo. Und das sieht ja schon noch cool aus dort. Aber ja, es ist halt einfach das Fahren. Ist halt nicht so. Also es ist schon cool, aber es ist nicht gleich realistisch wie jetzt iRacing. Oder auch Le Mans. Das ist schon so. Ja. Ja. Aber ich meine, es gibt recht viel, wo Gran Turismo spielen. Sogar recht viele bekannte YouTuber. Immer noch. Von dem her, ja. Und es ist halt auch sehr zugänglich, das muss man schon auch sagen. Gran Turismo auf der Playstation, du kannst mit dem Pad spielen. Oder halt mit einem Fanatec-Steuerrad, das kompatibel ist mit der Playstation. Und dort hast du schon sehr, sehr viele Fahrer drauf. Das ist schon auch sehr cool. Das ist ein cooler Aspekt. Aber das andere, was halt ist, ich könnte jetzt gar nicht selber Gran Turismo mehr spielen, weil mein Steuerrad gar nicht wird funktionieren im Gran Turismo, beziehungsweise auf der Playstation. Das ist ein bisschen schade. Sonst hätte man da locker mal können und ein Gran Turismo streamen. Man kann eine Playstation anschließen. Aber das geht leider nicht. Das war ein bisschen der Vorteil mit, mit dem Fanatec, den ich hatte. Oh shit, wieder so eine schlechte Runde. Ja, no. Das war halt der Vorteil der. Aber dort hast du schon gemerkt, das ist ein bisschen schlechter. Beziehungsweise ein bisschen schwächer, so muss ich sagen. Es war wirklich ein schwächer Steuerrad. Da ist jetzt mit dem Simagic Steuerrad das Ganze schon viel cooler geworden. Ja. Wie ist jetzt der Ton auf YouTube? Kommt einigermaßen. Oder nicht wirklich. Wahrscheinlich ist es so delayed, dass wir noch ganz verzögert auf YouTube, dass wir noch ganz am Anfang vom Stream sind. Wird schon auch noch sein. Nein, kaum. Wie ist das jetzt? Aha, kannst du auch nicht schreiben am Fernsehen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Du musst ja auch doppelt anmelden. Ja. Könnte schon sein. Wobei ich kann schon YouTube schauen und auf Twitch schreiben, das geht auch. Das wäre auch kein Problem. Oder? Es zeigt mir die Nachrichten nicht. Man müsste eigentlich. Die Nachrichten von YouTube müsste man schon auch anzeigen. Hoffe ich. Du könntest eigentlich gerade mal testen. Von YouTube aus eine Nachricht schicken, damit ich schauen kann, ob ich die überhaupt sehe. Wenn dass jemand Zuschauer von YouTube da ist. Aha.
Ja, ja, mach mal von YouTube eine Nachricht. Kannst ja vom Handy aus. Oder so. Ich muss dir auch hören, ob es jetzt ein bisschen anders tönt mit dem Mikrofon. Im Vergleich zum vorherigen. Ja. Oh, der Venom ist vor dran. Der Tom Hardy ist wieder dabei. Er ist auch wieder so schlecht. Aber ich bin mega weit hinter. Das ist schon. Hallo. Hallo, hallo. Ja, es ist gegangen. Hallo Corino auf YouTube. Schön bist du hier. Schön bist du hier und schaust ein bisschen Le Mans zu. Mhm. Ja. Ja. Wobei so verzögert sollte es gar nicht mehr sein. Wobei vielleicht ein paar Sekunden schon im Vergleich zu Twitch. Aber so viel sollte es eigentlich nicht sein. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass YouTube die besseren Auflösungen abspielen kann als Twitch. Und das macht wahrscheinlich YouTube ein bisschen langsamer im Vergleich. Das könnte schon sein. Ja, das könnte schon sein. Ui. Eventuell. Ui, ui, ui. Kann ich da wieder nicht durch? Ja. Ja. Ja, habe ich doch gesagt. Ja. Auf YouTube habe ich Nachrichten bekommen und habe die Nachrichten auch auf Twitch bekommen. Ich könnte eigentlich mal auf TikTok auch noch streamen. Dann kannst du dort auch noch schauen, ob Nachrichten kommen. Das könnte ich mal machen. Na ja. Wie fest ist der YouTube hinter drin? Sollte das ein paar Sekunden sein, nicht... Ui. Nicht Minuten oder so. Ui, 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 oh die da. Hardy. Das wollte ich auch sagen. Eben, Vertical Stream könnte man noch machen auf TikTok. Beziehungsweise Vertical auf YouTube, das ging auch. Also Vertical heisst einfach hochkant auf dem Nattel schauen. Ja, das könnte man eigentlich mal noch ausprobieren. Das könnte ich auch mal probieren zu übertragen. Sicher auch noch cool. Für die auf dem Nattel. Danke. Cool bis jetzt ist, wir haben noch keinen Unterbruch im Rennen oder so. Es ist nicht irgendwie, dass das Netzwerk mich wieder rausgeschossen hätte. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass meine neuen Einstellungen auf dem Router, aber auch das Kabel, nein, aber auch das Kabel scheint da seinen Zweck zu erfüllen. TikTok musst du noch nicht herunterladen. Weil, wenn würde ich zuerst mal Vertical auf YouTube austesten und nicht auf TikTok. Und ich glaube, TikTok ist nachher mehr so für kurzes Zeugs. Wie heisst das Zeugs da? So Reels und weiss nicht was. Und das heisst auch auf TikTok anders. Ja. Ich glaube, dort ist mehr die Idee, dass man irgendetwas Lustiges oder Cooles aus dem Stream in so einen kleinen, kurzen Clip umwandeln und das dann rauflädt. Und das schauen dann Millionen Leute an und dann kannst du sagen, wir können schauen auf Twitch und dann kommen die alle. Ui, dann kommen die alle auf Twitch. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, ich weiß zwar gar nicht,
was da so die Altersgruppen für TikTok sind. Aber wahrscheinlich schon eher die Jungen. Denke ich. Vermutlich schon. Ja, wie ist jetzt der Ton? Muss man da noch ein bisschen... Muss man da am Ton noch ein bisschen dran arbeiten? Oder ist der einigermaßen jetzt okay? Ich sollte auch mal da eine Vollbremsung machen, um zum Hören, ob man die Vibrationen hört. Ich glaube, das muss ich noch mal austesten. Wie immer tipptopp. Dabei war er gar nicht gut letztes Mal. Ich muss das austesten. Oder anhören. Nach dem Stream dann. Ja, test es dann aus. Ob sich ein bisschen etwas da hat im Vergleich zum letzten Mal. Kein Echo. Ja, ich schaue dann. Ja, danke. Ja. Jetzt habe ich nicht in den Rückspiegel geschaut. Wobei, der war jetzt, glaube ich, ein bisschen ein Double. Ist einfach in mich reingefahren. Glaube. Müssen wir im Replay schauen. So richtig spannende Rennen haben wir heute nicht wirklich. He? Platz 18. Oh je. Oh je, oh je. Ui. Was wollte ich eigentlich sagen vor etwa 10 Minuten? Genau. Wo fahre ich bzw. Scarra Racing in den nächsten Monaten? Wochen und Monaten? In welcher Simulation? Jetzt versuchen wir es nochmal zum Abschluss zu bringen. Kriterium 1 haben wir gehabt. Anzahl Leute, die fahren. Nicht aus dem Bekanntenkreis raus, sondern generell Anzahl Leute. Um möglichst viele spannende Rennen zu haben, die mit sehr vielen Splits. Damit sich das gut verteilt und dass eben die mit ungefähr dem gleichen Rating, gleichen Elo in den gleichen Rennen sind. Das ist das A und O, finde ich. Grafik, wie gesagt, ist nice to have, gerade vor allem für den, der fährt. Für die Zuschauer muss es noch etwas anders sein, das stimmt. Denke ich mal. Aber für den, der fährt, spielt es jetzt wirklich keine Rolle. Und ich verstehe die nicht so genau, die da selber fahren und sagen, das ist mega doof, das iRacing, da ist die Grafik nicht so cool. Verstehe ich selber nicht so ganz. Weil ich dann finde, das Fahrgefühl jetzt vom iRacing her, und wenn man jetzt das wirklich krass vergleichen mal mit dem Gran Turismo, wo ja die Grafik viel besser ist, dann ist einfach das Fahrgefühl viel wichtiger. Finde ich. Aber ja. Ich meine, aus diesem Grund gibt es ja auch verschiedene Rennsimulationen. Weil die Geschmäcker sind auch verschieden. Die einen legen mehr Wert auf spannende Online-Rennen, die anderen wollen vielleicht lieber schöne Grafik und offline fahren. Wahrscheinlich gibt es wie alles. Ja, wahrscheinlich. Aber ja, für mich zählt vor allem Dingen Online-Rennen. Offline braucht es nicht einmal. Ist mir wie egal, ob man kann gegen Computer fahren kann, beziehungsweise noch einen Karrieremodus hat wie im Gran Turismo. Das ist...
finde ich nicht das Wichtigste. Und wenn das ein Game nicht hat, ist das definitiv für mich kein Killerkriterium. Da ist eben das Online-Fahren viel, viel wichtiger. Ja. Was ist noch wichtig? Das Fahrgefühl, wie gesagt, das haben wir jetzt schon 2-3 Mal gesagt. Dass sich das Auto irgendwie wie so ein bisschen echt anfühlt, obwohl man ja selber noch nie in so einem GT3-Auto gehockt ist. Ja. Muss halt einfach das Gefühl gleich ein bisschen stimmen. Und das stimmt halt irgendwo bei iRacing extrem gut, finde ich. Hier im Le Mans ist es auch gut, aber so ein bisschen wie sagst, fast ein bisschen schwammiger im Vergleich. Ja, es ist so ein bisschen schwammig. Und im iRacing ist es einfach präziser. Ich glaube, das bereicht es fast am besten. Wenn man das würde vergleichen. Aber auch das hier ist auch nicht schlecht, absolut nicht. Ui. Sonst würden wir sie auch nicht fahren, wenn es wirklich schlimm wäre. Ja, und viel mehr braucht es eigentlich in so einer Rennsimulation für mich auch gar nicht. Ja. Darum bleibt es zumindest im Moment mal, für die nächsten paar Monate sogar, mal so wie es ist. Also es wird sicher iRacing gefahren. Das werden wir auch streamen, das ist eigentlich noch lustig. Das haben wir noch gar nicht gestreamt bisher. Obwohl wir eigentlich das lieber würde fahren. Aber ja, das wird iRacing sein, das wird sicher auch Le Mans sein. Auf jeden Fall. Gerade weil wir hier im Le Mans das ein oder andere coole Rennen halt gleich auch schon gemacht haben, was spannend ist geworden. Und irgendwo ein bisschen anfängerfreundlicher ist. Und dann kann man dann auch mit dem Joel, der ein richtiger Anfänger halt ist, auch zusammenspielen mal. Bietet sich das noch ein bisschen an im Moment. Aber eben, das muss man ein bisschen beobachten. Ein bisschen auf die mittel- langfristig auch. Ob der Hype, oder eben ob das Le Mans einfach nur ein Hype ist, oder wird abflachen und dann hat es weniger Spieler. Oder ob die Anzahl Spieler etwa gleich bleibt. Und ob sie auch ein bisschen nachziehen mit Strecken. Und dort ist einfach das Problem, mit den Strecken wird man dann wieder die Bundles kaufen. Oder halt ein Abo abschließen. Das ist halt dann das, was ich mir dann überlegen müsste. Aber das ist im Moment gar nicht nötig. Im Moment fahren wir mal, was wir haben. Und beobachten gleichzeitig, wie sich das LMU entwickelt. Ja. Und Assetto Corsa Evo ist ähnlich. Ja. Es ist halt wirklich so, schon das normale Assetto Corsa hat mich gar nicht gelustet zum Fahren, weil es halt einfach so viel verschiedenes Zeugs hat zum Fahren. Und es hat ja wirklich jenste Karren. Und das Assetto Corsa Evoluzione soll ja genau gleich in die gleiche Richtung gehen. Von einem normalen Strassenauto, einem Mazda, zu einem GT3, auch zu einem Formel 1 Karren. Das ist auch alles. Es ist schon cool, aber es ist nicht so meins. Es wäre cooler, wenn sie sich auf etwas fokussieren würden. Eben auf GT3 oder was auch immer, das fände ich cooler. Und von dem könnten sie ja dann ausbauen, absolut. Aber jetzt machen sie einfach alles und nichts. Und alles und nichts ist selten gut. Ja. Meine Meinung. Vor lauter Schnurren haben wir gar nicht geschaut, was wir da für Plätze machen, aber
Ich glaube, vielleicht auch gescheiter schaue ich nicht auf den Platz. Ich meine, Platz 18 ist nicht gerade so berauschend. Hm. Nö. Das haben wir auch schon besser gemacht. Und ich kann da irgendwie eben, sogar wenn ich schneller, bin ich da schlecht jetzt rein. Sogar wenn ich schneller wäre, kann ich irgendwie nicht überholen. Aber ja, es liegt wirklich daran, dass ich das aufs Bahn nicht so genau weiss, wo man es am besten macht. Ja. Hoppala. Okay. Ein bisschen weit gewesen, aber es hat glaube ich noch gezählt. Dort steht einer. Ja, der Mustang könnte ich mal ausprobieren, der Mustang. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen doof, wenn man das gleiche Auto nimmt wie ein iRacing. Dann merkt man vielleicht wie die Unterschiede noch viel mehr zwischen den beiden. Und vielleicht ist es hier jetzt, wenn ich im einen den Mustang fahre und hier den Aston, ist es wie ein anderes Auto und dann merkt man einfach die Unterschiede nicht so krass und ist nicht verwirrt, wenn man dann zwischen den Simulationen wechselt. Ja, vielleicht. Aber ich kann es gleich mal ausprobieren. Ja. Ich kann es ja mal ausprobieren. Machen die da vor. Ui. Uff, aber heiß geht's immer noch. Auch ohne Kamera geht es hier immer noch mega heiß. Aber wenigstens habe ich ausnahmsweise keinen Pulli an, das ist noch cool. Wo ist der andere? Ja, jetzt verräumt. Armer Keib. So. Der BMW hat fast die Karre verloren. Aber nur fast leider. Macht jetzt der Hardy wieder hinter uns? Wann ist der hinter uns gegangen? Ist das der Hardy der von vorhin, der rausgestoßen wurde? Wird das ein bisschen zum Zweikampf mit dem Hardy? Der schon vorhin dabei war. Tut da der Hopp sorry sagen? Ist ja der vor uns. Der hat Zeit zum Schreiben. Ist auch ein Profi, wenn er fahren und schreiben gleichzeitig. Die haben uns nicht gut verwünscht. Mist. Die beste Zeit ist auch mega langsam. Das ist so Joel-Niveau. Fast schon. Nicht gut. Ja, und dahinter macht jetzt schon wieder Druck. Das ist natürlich ein Riesenseich. Wer nicht kommt. Hilfe! Das ist doch ein Seich.
fahre ich noch so blöd? Mm. Mhm. Das ist ein bisschen schnell rein. Legt er sich echt schon auf? Nein, so schlimm war es nicht. Glaube ich. Aber Platz 15 ist auch schlecht. Mega schlecht. Oi. Kein Wunder, schaut da niemand zu, wenn ich nur Platz 15 mache. Vielleicht müsste ich einfach mal da das anstatt Rennen fahren, wo ich nicht kann. Vielleicht das Zwergenspiel machen. Das Zwergenspiel mit dem Steuerrad und den 3 Monitoren. Oder Dota auf 3 Monitoren. Das wäre auch noch etwas. Dann hättest du sicher auch Muskelkater, wenn du mit der Maus Millionen Mal irgendwo her musst klicken auf den Bildschirm. Oh, das hat es noch verräumt. Oh nein. Was für ein Robin Hood. Was für ein Robin Hood. Aha, das Backpack Battles. Rucksackspiele. Ja, das könnte man eigentlich schon spielen, weil dort kommt jetzt gleich mal ein neuer Charakter raus. Das wäre schon cool. Das muss ich jetzt mal wieder spielen. Und vielleicht will das die Welt auch sehen, wie ich nachher auf 3 Monitoren einen riesen Rucksack fülle. Ja. Das könnte man eigentlich mal einplanen. Können wir noch einen Gastauftritt machen von dir? Oder vom Alter aus. Er hat das auch kurz mal ein bisschen gespielt, habe ich gesehen. Rucksackspiele, ja. Oh, 14. Soll ich noch eins machen? Das letztes? Ja. Ja, noch das letztes. Ein letztes. Ah, der ist nicht Tom, der ist Tim Hardy. Gar nicht der Venom gsi. Heyday, da müssen wir noch eine Kamera von oben einrichten. Damit man die Finger sieht, wie du drückst. Ja, das wäre Learn to Live. Mhm. Der Wallace, who cares? Nicht gesehen. Das ist ein Haus. Nein, der zeigt glaube nur das Bild und sich selber. Ja, das stimmt. Macht glaube ich keine Kamera von oben, das stimmt. Ja. Das ist wahr. Über sich selber tut er glaube ich auch zeigen. Ja.
Ja, machen wir noch das Letzte. Aber dann mache ich nicht mehr. So schlecht bin. Richtig schlecht. Soll ich jetzt noch... Ja, können Sie ja mal ausprobieren. Wie soll er aussehen? So. Mhm. Noch nicht so schön. Jetzt da nicht die schönsten. Nehmen wir halt hellblau. Nicht? Da noch andere. Hat sich geändert? Nicht wirklich etwas. Gelb. Ja, es geht. He? Noch nicht so schön. Nehmen wir halt Jetzt kann ich da sicher nicht fahren, weil es auch komisch wird sein mit dem Mustang hier. Ist sicher auch schräg jetzt. Aber ja, dumm. Ja. Ja. Sicher nicht schlecht, jetzt mal mit dem Mustang auszutesten. Ob das besser geht als mit dem Aston. Aber wahrscheinlich müssen wir auch mehrere Rennen machen, um es wirklich zu vergleichen. Ja. Ja, wann geht's da los? Geht noch ein Zeitchen. WoW müssen wir mal wieder spielen. Bin immer noch auf Level, was bin ich jetzt gewesen, letztes Mal? 23. Ich glaube 23 war es. Der eine Schweizer ist plötzlich verloren gegangen, der wollte plötzlich gar nicht mehr spielen. Das war auch komisch. Danke halt der Poster, ja, vielleicht. Oder trinken und nicht reden, das könnte vielleicht auch gehen. Mal schnell schauen, ob es tut. Ob es vielleicht tut. Blockieren. Oh nein. Vielleicht durchkommen. Ja, ihr müsst halt auch nicht das Glas nehmen, sondern so eine Flasche. Plastikflasche. Vielleicht. Und ich muss, glaube ich, sowieso die Tonlautstärke noch ein bisschen runter tun. Ja, Level 23 bin ich in WoW. Das müsste ich spielen. Da könnte man damals Classic spielen. Das wäre cool. Ja. Das Classic aber nicht das, was du schon angefangen hast. Das wäre echt cool. Es kommt ein neues Zusatzbundle raus in ein paar Wochen. Du kannst, glaube ich, nach Häuser haben und so. Kannst du noch eigen selber einrichten. Ja, Hardcore ist cool. Nein, für das Normale. Für das Classic gibt es keine Erweiterungen mehr. Das bleibt wie es ist.
Das bleibt, wie es war. Vor 20 Jahren. Ich kannst glaube nur ein Haus oder so haben. Keine Ahnung. Du musst schauen, musst googeln. Wieso bin ich jetzt im Split 4? Ich bin so schlecht gefahren und gleich im Split 4. Das ist aber auch doof. Jetzt da. Ist da der Tim wieder dabei? Nein, der ist nicht mehr dabei. Ja, jetzt bin ich ein Zeitchen auch im 5 auch noch gewesen. Ich glaube, das letzte Rennen war im 5 gewesen. Es wechselt, glaube ich, auch immer ein bisschen. Ist ein bisschen komisch. Ja, mal auch mal. Wirklich ein bisschen schräg. Was muss ich noch? Noch ein bisschen weniger Benzin. So. Und das Bild sieht das eigentlich. Und das sieht auch normal aus, das Bild. Müsste ja eigentlich. Sollte keine Rolle spielen, dass es auf 4K gespielt wird und nachher wird es in schlechterer Auflösung geschaut. Oder gestreamt. Ich denke, das macht nicht gross. Oder hat gar keinen Einfluss auf die Qualität des Bild. Vielleicht. Gelber Mustang. Was, Stop and Go? Oh, in Tobu. Ist ja noch rot gewesen. Nein. Kann ich da nochmal zurück? Oder ist nicht Stop and Go gleich noch? Ja, schon. Ist das jetzt doof? Ist das jetzt doof gewesen? Tatsächlich ein Stop and Go ist drauf gemacht. Ja, noch. Oh, das ist ein bisschen anders, he? Was drehst du denn? Ui. Steuern tut er sich ein bisschen anders. Ja. Ja, das ist schon ein bisschen besser als der Rest und vorhin. Du hast gerade ein bisschen Angst zum Fahren. Ziemlich anders. Krass. Ist schon noch cooler. Ah ja. Und bezahlt hat mir, mit dem habe ich ja nichts umgeändert. Komisch. Das gehört mir dafür mehr nicht mehr, oder was? Okay. Das ist komisch. Und vielleicht ist der halt einfach lauter als der Rest. Das kann schon sein.
Er hat ja ein bisschen anderen Ton. Ich glaube, es lohnt sich nicht, die Strafe zu machen. Dann gescheiter die Zeit noch ein bisschen nutzen zum Trainieren. Starten wir wieder weit hinten. Das ist doch doof. Ja, jetzt ist auch die Steuerung ein bisschen ähnlicher als im iRacing. Das ist eigentlich noch cool mit dem Auto. Oh, das ist eigentlich noch cool. Ja. Ups. Könnt ihr mal den Porsche nehmen oder so? Und der Porsche tönt einfach ein bisschen anders. Er tönt viel höher, glaube ich, als der Mustang. Ui. Hast du noch dort reingefahren? Und jetzt starten wir von hinten, ist super. Wahrscheinlich. Ja. Und jetzt. Ja. Braucht euch der mehr Benzin? Kaum. Mhm. Jetzt muss man nur noch Licht anschließen und eine Kamera. Dann ist alles. Dann ist alles gemacht. Dann kannst du das Rucksackspiel streamen. Wäre noch cool. Ja, wäre aber cool. Der Stream geht jetzt noch gut und es hat mich auch nie rausgeschossen, wo noch sogar noch schauen. Der Stream aus dem Netzwerk raus, das ist noch cool. Nicht schlecht. Das hat auch gelohnt, alles mal umzustellen. Jetzt braucht es nur noch so einen Pause-Screen. Und eine Musik. Ist alles parat. Was bin ich jetzt? Ja, 25. Super. Hänger.
Ja, dass es da ein bisschen gestottert hat, liegt vielleicht auch am Stream selber, das kann schon sein. Und das, was es auflädt, hat jetzt nie Probleme gehabt. Mhm. Formation Lab has started. Schauen wir mal. Ich kann ja dann noch ein bisschen testen die nächsten Wochen, ob jetzt alles geht, wie es muss. Plus noch TikTok müssen wir noch streamen. Mhm. Und Instagram Reels müssen wir auch noch machen. YouTube-Zeit. Hat am Fernsehen schauen. Green flag, Ui. green flag. Und vom Fernsehen aus schreiben. Wieso habe ich jetzt noch eine Strafe gar nicht gemacht? Ah, out of position. Kopfverteilung. Geht's doch nicht. Da schaust du auch nicht drauf, wenn man von hinten startet. Ai, da fährt er so langsam. Ach, das nervt doch. Uff. Da fahren nicht so viel Ford. Nicht so viel Ford mit. Und auch Aston siehst du selten. Es ist immer nur die komischen McLarens. Doch Scheiße. Ja. Oh ja? Letztes Mal. Das weiß ich nicht mehr. Oh, Wasser. Aha, ja, stimmt, glaub. Ui. Überall kommen sie da, Kopf. Müssen wir noch da durchfließen? Hat der vor mir? Schade. Aber da muss nichts bei dem. Jetzt will ich verfahren. Jetzt aber 22 Stunden. Oh, so viel Abstand zum nächsten. Nur der Fan. Was wieder Max? Was hängen ist es führen?
Mhm. Aber das ist schwierig. Das ist ganz komische Fahren damit. Auf Sekunden zum nächsten. Okay. Hm. Hm. Ein bisschen langweilig so alleine. That time was a 2:31.53. Ja. Das ist wie wenn ich erst wäre, das stimmt. Wäre auch gleich langweilig. Davor steht einer. Oh, jetzt ist da hinter mir noch schneller. Oh nein. Ja, jetzt bin ich gespannt, was wir da für eine Rundenzeit machen mit dem Mustang. Was ist denn das so viel schneller hinter mir? Ich vergesse zu schalten, oder was? Oh nein. Oh, oh, oh. Vielleicht müsste ich auch jedes zweite Wort auf Englisch sagen. Vielleicht wäre das auch. Vielleicht würde es zu viel Zuschauer führen. Mal probieren. Nein, noch Track Limits, das gibt's doch nicht.
Hm? Es hat so ausgesehen, als hätte es mich gerade geblitzt, oder was? Komisch. Es hat mich geblitzt auf der Rennstrecke. Oh nein. Ui. Ich glaube, es ist einfach das Auto, der Aston, wo sich ein bisschen anders fährt. Der Mustang ist ähnlicher wie My Racing jetzt. Ist noch interessant. Ui, jetzt bin ich da fast rausgehauen. Ui, ui. Eine schöne Pitlane. Wieso auch immer, ist die immer. Vielleicht haben sie das Gefühl, sie brauchen mehr Benzin für das kurze 20 Minuten Rennen. Und beim Aston muss man viel mehr steuern. Und dann man viel mehr eindrehen. Für Kurven. Das ist komisch. Aber es kann auch sein, dass das wirklich in echt so ist. Schon wieder eine Tracklinie. Wo ist denn die? Ist am gleichen Ort wie vorher, aber wo denn? Komisch. Und da? Jetzt hat es mich schon wieder geblitzt. Hast du gesehen? Doch komisch. Ist irgendwie schräg. Der Torre Grossa kommt irgendwie auch nicht näher. Doch nicht. Ui, ui. So. Mal schauen, ob es dort wieder eine Track-Limit-Strafe gibt. Abzug gibt. Ja, mal nicht. Ist doch komisch. Das machen wir keine.
Uiuiui. Da haben wir fast noch das Auto verloren. Der Franzose. Hallo. Da auch einen Unfall gehabt. Darum war er ein bisschen langsam gewesen. Oh, 2,1. Ah nein, 2,23. 9. Gleich langsam wie mit dem Aston sind wir. Mhm. Oh, ja nicht. Jetzt bin ich wenigstens ein bisschen schneller gefahren als vorhin. Lap 2, 20. Aber immer noch zu langsam. Hm. Dann geht's noch, noch 2 Runden. Anderthalb. Es wird eng für den davor.
1,8 noch. Ja, das wird... Wenn er keinen Fehler macht, wird es nicht länger, für den aufzuholen. Schade. Vielleicht macht er auch noch einen Fehler. Aber letzte Runde, hm? Time 2:23.17. Du hast das Auto verloren dort. Uiuiuiui. Hm. Aber aufholen würden wir ihn. Einfach zu wenig schnell. Nur noch 1,7. Ein bisschen schade. So. Jetzt sind wir 17. Ja, ja. Ja. Ja, da hat es auch noch zwei Runden gebraucht, für den zu holen. Ja, aber die Tastatur ist ein bisschen weit weg. Ui. So. Ups. Ja, aber da muss... Wir hin. Die Rennen waren nicht so gut. Ein bisschen schlecht gewesen heute. Aber ja, dann morgen noch mal einmal. Morgen noch mal austesten. Mit dem Mustang. Das war nicht schlecht gewesen. Das war gar nicht so schlecht gewesen, der Mustang. Fährt sich auch mal ein bisschen besser als der Rest, und das ist schon so. Oh, immer runter ist es. Genau. Dafür haben wir den Silber schon fast eins rauf. Mal schauen noch. Mal schnell schauen, ob das noch raufgeht. Knapp nicht. Fehlt noch ein bisschen. Ja. Also halt. Dann tun wir den morgen wieder. Morgen noch mal eins ausprobieren. In dem Fall einen schönen Abend. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Bis morgen.